Von der CSV-Fraktion wird. Merci, Herr Präsident. Wir wollten Thema Iran heute auf Nord du Jour setzen, am Respekt auch von all den Leuten, die die Courage schon unter dem 21. Dezember im ganzen Iran auf die Straße zu gehen, für ihre Freiheit, für Demokratie, gegen das Mullah-Regime. Da kann ich über die Ursachen noch diskutieren, also da ist kein ökonomische Gründe, also die Wasserversorgung, die über Wochen nicht funktioniert und längst schon zu Teheran, was Leute auf die Straße gebracht hat. Wir sind überzeugt, ganz viele von ihnen gehen auf die Straße, weil sie das Regime nicht mehr wollen. Und am Iran, wo es schwer ist, nach nachzuvollziehen, was genau geschieht, für das Regime all Informationen noch beissen aufgeschaltet wird, praktisch Looten ausgemacht. Wir am Iran sind Looten schon viel mehr lang aus wie ein Rechtscenter Puerdeich. Sie sind eigentlich seit 1979 aus. An Kritik Regime ist auch nicht neu. In den 80er und den 90er Jahren sind Leute gegen das Regime auf die Straße gegangen und haben sich gewehrt, als sie in den Dreck gehen. 1990 sind Studenten auf die Straße gegangen, als sie in den Dreck gehen. 2009 sind Leute auf die Straße gegangen, als sie in den Dreck gehen. 2017, 2018 sind Leute auf die Straße gegangen, als sie in den Dreck gehen. 2019 sind Leute auf die Straße gegangen, als sie in den Dreck gehen. 2022, als eine junge Frau umgebracht gehen, weil sie die Wahl nicht wollte drohen. Mahsa Amini, sein Name soll genannt sein. Und noch da waren Proteste, und noch die sind in den Dreck gehen. Und wir sind an derselben Situation. Ein Regime, ein autoritäres Regime, das sein eigenes Leid muss unterdrücken, das sein eigenes Leid umbringt, hat keinen Respekt verdient. Und hat einfach verdient, dass er von der Bildfläche verschwindet. Dieses Regime muss fallen. Was echter, was besser. Wir unterstützen natürlich und denken jederin einen freien, demokratischen Iran, und das ist auch an unserem ureigenen Interesse. Dieses Regime, den Zanter 1979 nicht nur das eigene Volk terrorisiert und terrorisiert die ganze Region und terrorisiert die Welt, an dem sind Terrorregime an Terrororganisationen an der Region durch die Welt finanziell und materiell unterstützt. Dafür wäre doch eine Chance für die Region, es wäre eine Chance für die Welt, wenn das Regime sich zusammenfallen erkennt, durch ein freien, demokratischen Regime ersetzt gehen. Durch ein Regime auch am Iran, den das Existenzrecht von Israel unerkennt und so zum Frieden und zur Stabilität am Nahen Osten beitragen. Wir respektieren den Courage von den Leuten, von denen viele Leute, die auf die Straße gegangen sind. Und wo da wahrscheinlich ganz viel nicht mehr leben. Und wir bedauern, dass die Leute auch allein gelost gehen, auch von denen, die auch groß getan haben, anderem von Washington, gegen Unterstützung kommen. Und die Unterstützung aber ausbleibt, und wir über Grönland diskutieren. Und ich nehme hoffen, dass das nicht eitel wieder wären. Und wir hoffen natürlich auch, dass die Europäische Union mit der Unterstützung von unserer Regierung nicht bei eitel wieder bleibt, für die Leute zu unterstützen, wie er doch konkret möchte. Wir sind dafür froh, dass eine Motion, die wir proposieren, für die Revolutionsgarde, die mit die schlimmsten sind, für das Protester zu unterdrücken, die Forderung dazu sollen, ob Lösch von terroristischen Organisationen kommen, die Regierung aufzufordern, das konsequent an der Europäischen Union zu unterstützen, dass man natürlich weiter Maßnahmen geben unterstützen gegen das Milizen und dass man natürlich alle Vorwählen unterstützen, für die Menschenrechte am Iran weiterzubringen. Und ich bin froh, dass alle Fraktionen und Sensibilitäten das Mission unterstützen. Wenn ihr guckt, in unserem europäischen Umfeld ist das nicht unbedingt überall so. Es gibt auch politische Kräfte, die Mengen oder die Männer hier im Haus auch mir stehen, die das nicht das gesehen.
oder die sich opfällig ruhig verhalen an der Frau zum Iran. Die zwei Tage op Stroß gehen bei anderen Sachen, aber in diesem Fall sich ganz bedeckt halen. Das ist leider opfällig, aber leider ganz bedauerlich. Dafür merci allen hier am Haus vertretenen Parteien, dass sie das Motto und dass wir hier eine klare Message können geben. Dieses Regime wird hier zu Lützeburg gut keine Unterstützung. Wir wünschen uns alle guten, freien und einen demokratischen Iran. Und wir wären sicher, hier bannen noch alle gute froh, wenn auch die iranische Kommunität geeint wird, dass sie sich zusammen tun gegen das Regime. Also ich nicht selber dividieren lassen. Dafür kommt, wir stehen weiter zusammen in der Hoffnung, dass dieses Regime das Jahr zum Fall kommt. Merci.